اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir fangen inshallah heute mit einer neuen Vortragsreihe an. Die Vortragsreihe haben wir euch schon vorher angekündigt gehabt, aber aufgrund von anderen Projekten haben wir es nicht geschafft, das zeitgleich zu machen. Und zwar ist das Asma'ul Husna, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Vortragsreihe, die wir machen werden, meine Absicht ist dahinter eigentlich, Allah subhanahu wa ta'ala, unseren Rabb, besser kennenzulernen, zum einen. Zum zweiten könnt ihr diese Unterrichte von Asma'ul Husna so betrachten, es sind Tazkiyat und Nafs Unterrichte, also das Reinigen der Seele. Das gehört zur Unterrichtskategorie Akhlaq, Sücht, Tasawwuf, Irfan, also diesbezüglich ist das diese Unterrichtsreihe. Schaut mal, warum wir aber Tazkiyat und Nafs machen müssen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran, indem er sagt, er hat uns eine gute Tat erwiesen. Allah sagt in Surah Rad, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ganz gewiss hat Allah den Gläubigen eine Wohltat erwiesen. Wieso? Was hat er gemacht? Indem er einen Propheten aus ihrer eigenen Mitte zu ihnen hinabgesandt hat. Was hat dieser Prophet gemacht? Yatlu alayhim ayatihi. Er hat ihnen die Verse verlesen, wa yuzakkihim, und hat sie gereinigt. Tazkiyat und Nafs, hat ihr Nafs erzogen. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma, und hat ihnen das Buch und die Weisheit beigebracht. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Denn ganz gewiss waren die Menschen vorher in einem weiten Irrtum. Der weite Irrtum ist erstens bezogen auf Aqidah, aber auch als Akhlaq. Also die Leute waren nicht nur in der Aqidah Mushrikun weit weg, sondern sie waren auch in ihrem Akhlaq und im Tazkiyat und Nafs, haben ihre Grenzen maßlos überschritten. Das ist sogar ein Grund. Tazkiyat und Nafs gehört zu den Aufgaben, das Hauptaufgaben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr jetzt, Tazkiyat und Nafs ist natürlich so eine Sache, das Erziehen der Seele, das ist keine einmalige Sache. Shaitan zum Beispiel ist dauerhaft mit euch beschäftigt. Es ist ein Marathon. Shaitan kommt nicht einmal, probiert's, und wenn er merkt, das hat nicht geklappt, geht er weg. Nein, Shaitan kommt dauerhaft. Dauerhaft. Deswegen müsst ihr, euer Mujadala muss dauerhaft mit Shaitan sein. Ihr könnt nicht ein paar Minuten euch zurücklehnen und sagen, ich mache nichts. Denn dann öffnet ihr eine Lücke für Shaitan und er kann in euer Herz gelangen. Und ihr wisst, Shaitan ist nicht voreilig. Shaitan will nicht, dass ihr gleich Schirk macht. Er fängt erstmal an mit ganz komischen Blicken, dann mit einer Tat, die mubah ist, dann geht es in Makruh, dann geht es in Haram, dann irgendwann geht es in Nifaq und dann irgendwann in Schirk, und dann hat er dich da bekommen, wo er haben wollte. Aber Shaitan macht richtig Mujadala. Er gibt sich Mühe. Er macht das dauerhaft und lässt sich sogar Zeit. Wenn jetzt wir Muslime kommen und glauben, wir können nur einmal so ein Tazkiyat und Nafs Unterricht hören, dann ist das falsch. Guck mal, es gibt immer Brüder, die kommen und sagen, Subhanallah, wenn ich die Nasihat höre, dann ist mein Herz so voller Iman, mir kommen die Tränen. Oder es gibt Leute, die sagen, Bruder, wenn ich ein Buch lese, Allahu Akbar, dann ist mein Iman so gestärkt. Oder ich höre mir einen Vortrag an. Oder wenn ich jetzt in der Moschee bin mit euch im Unterricht, bin ich gestärkt. Aber wenn ich nach Hause gehe, dann geht alles wieder weg. Es geht alles wieder weg, Bruder. Es bringt bei mir nichts. Er sagt, das bringt alles bei mir nichts. Ich kann es einfach nicht. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Aber es ist nicht so. Das Problem ist nicht an diesem Koran lesen oder dass er das nicht hinkriegt. Das Problem ist, dass er glaubt, dass wenn er das einmal macht, es ausreichen würde für die ganze Zeit. Obwohl die Fitna 100-fach auf uns ist, sowohl auf der Straße, in den Fernsehen, in den Medien, von der Irja, selbst von der Religion kommen die Leute. Und du glaubst, dass wenn du einmal hier bist, dass dein Iman so sehr stärkt, dass du dich nie wieder damit beschäftigen musst. Nein, es liegt nicht an diesem Nasiha oder an dem Buch oder an den Vorträgen, sondern es liegt daran, weil du dich nicht dauerhaft beschäftigst. Ich gebe euch vielleicht ein Beispiel, damit ihr das besser versteht. Ihr könnt ja nicht heute kommen und sagen, ich esse jetzt so viel und höre für 6 Tage auf zu essen. Das macht keinen Sinn. Das geht nicht. Denn der Körper braucht dauerhaft Essen. Du kannst nicht mit einem Schlag alles geben. Oder du kannst auch nicht kommen und sagen, ich werde jetzt zum Beispiel schlafen 20 Stunden, dafür 3 Tage wach bleiben. Das geht nicht. Und genauso ist das mit Tazkiyat und Nafs. Wenn ihr eure Seele, euer Nefis reinigen wollt, ist das eine Sache, die ihr dauerhaft machen müsst.
Das ist keine Sache, wo ihr jetzt sagt, okay, jetzt habe ich es gemacht, ich komme jetzt in die Moschee und dann 7 Tage später ist der nächste Vortrag, das wird mir was bringen. Nein, ihr müsst euch dauerhaft damit beschäftigen. Was müsst ihr machen? Ihr müsst dauerhaft spenden. Ihr müsst dauerhaft Allah seine Gaben gedenken. Ihr müsst dauerhaft Sunnah-Gebete verrichten. Ihr müsst Gutes sprechen. Ihr müsst vorsichtig sein. Ihr müsst Allah, sein Buch, öfters rezitieren, am Tag mindestens. Also müsst ihr das lesen. Ihr müsst euch dem Islam jeden Tag hingeben. Ihr müsst euch Vorträge anhören, versuchen auf dem Weg, wenn ihr irgendwo seid, statt Musik oder Nashid, versucht euch irgendein Nasir anzuhören. Ihr müsst immer wieder dauerhaft damit beschäftigt sein, um euren Iman zu stärken, Allah seine Gaben gedenken, wenn ihr in den Himmel guckt, Allah zu gedenken, seine Mächtigkeit, wenn ihr die Vielfalt seht, zu sagen, Allahu Akbar, wie einfach es doch Allah fällt. Wenn ihr all diese Sachen dauerhaft macht, dann erst werdet ihr eure Seele reinigen und ihr werdet eure Seele brechen. Ein Beispiel will ich euch noch geben, das sagt, glaube ich, ein Philosoph, ein Deutscher. In jedem Menschen stecken 2 Wölfe. Der eine ist mit Gier, Arroganz, Überheblichkeit, Sünde, Dunya, Begierde, und der andere ist der Gute. Und es kommt auf dich drauf an, wen du fütterst. Fütterst du den Guten mit Iman, Salah, Ikhlas, Koran, so wird der über dein Herz gewinnen. Aber fütterst du immer wieder den anderen Wolf, so wird er über dein Herz siegreich sein und du fängst an, ein schlechter Mensch zu werden. Des Weiteren, warum wir Asmaul Husna lernen sollten, weil wir sagen, wir lieben Allah über alles. Wir sagen, wir leben für Allah und sterben für Allah. Jedoch, wie viel kennen wir Allah? Guck mal, ich weiß nicht, jeder von euch kennt das bestimmt. Wenn ihr einen Menschen liebt, sehr, eine Frau liebt einen Mann oder ein Mann liebt eine Frau oder jemand liebt irgendeinen Gegenstand, dann will diese Person alles wissen über diese andere Person. Warum? Weil er ihn liebt. Er interessiert sich für ihn. Er will wissen, was macht ihm Spaß, was mag er, was sind seine Hobbys, was mag er nicht, was macht ihn wütend. Du willst alles über die Person wissen. Warum willst du das wissen? Damit du es ihm am schönsten machst. Damit du nur Dinge machst, die ihn erfreuen. Dafür musst du aber diese ganzen Sachen wissen und kennenlernen. Richtig? Oder wenn ihr euch eine Sache kauft, ein billiges Beispiel, ein Handy, dann guckt ihr, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was kann das, was ist gut. Ihr kennt das Ding in- und auswendig. Wenn ihr sagt aber, euer Leben gehört Allah subhanahu wa ta'ala, euer Tod ist Allah, dann frage ich euch, wie viel kennt ihr Allah subhanahu wa ta'ala? Wie viel kennen wir Allah? Wir behaupten, wirklich Allah zu lieben, aber wie viel kennen wir Allah? Das Problem beginnt, wenn wir Allah nicht kennen. Wenn du deinen Partner nicht kennst, fängst du an, Dinge zu machen, die sie vielleicht nicht mag. Richtig? Du hast eine Frau, du willst was Gutes machen, du weißt aber nicht, dass sie das nicht mag. Du machst es, aber du machst was Falsches, sie wird wütend. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, dann werdet ihr Dinge machen, von denen ihr glaubt, die sind gut, die sind richtig, das ist so, aber es ist überhaupt nicht so. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wenn wir behaupten, wir lieben Allah, Allah kennenzulernen, zu wissen, was Allah will, was Allah zufriedenstellt und was Allah seinen Zorn auf uns erweckt, damit wir uns dementsprechend hüten. Schaut mal, Asmaul Husna kommt im edlen Koran an 4 Stellen vor. Walillahi al-Asmaul Husna. Denn ganz gewiss, die schönsten Namen und Eigenschaften sind Allah subhanahu wa ta'ala. In einem Hadith sagt der Prophet, der wird bei Bukhari Muslim überliefert, Inna lillahi 99 isman. Mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala Jannah. Allah hat 99 Namen. Einen weniger 100. Derjenige, der diese Ahsa macht, was Ahsa bedeutet, wenn wir gleich darauf zukommen, derjenige, der diese Ahsa macht, der wird ins Paradies hineindringen. Ibn Hazm und viele andere Gelehrten kommen daher und nehmen diesen Hadith als Delil und sagen, Allah, seine Namen und Eigenschaften sind 99. Jetzt die Frage, sind es aber nur 99? Nein, das sind nicht nur 99. Allah hat nicht nur 99 Namen und Eigenschaften. Ibn Hajar sagt diesbezüglich, der Mensch braucht aber diese 99 Namen und Eigenschaften von Allah, um sein Wohlgefallen zu gewinnen, um ins Paradies zu kommen. Wir brauchen diese 99, sind ausreichend für einen Menschen, um ins Paradies zu kommen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Eigenschaften und Namen als diese 99. Woher entnehme ich das aber? Ganz einfach, und zwar gibt es ein Hadith. Eines Tages ist der Prophet mit den Sahabas zusammen und sie sagen, der Prophet a.s. sagt, jeder von euch, der Kummer oder Leid hat, Trauer hat, sollte Folgendes sagen, sagt der Prophet. Und er sagt, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa lak,
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Ja, Rasulallah, sollen wir das auswendig lernen? Sollen wir das lernen? Der Prophet sagt, jeder, der das hört, der dieses Dua hört, soll es auswendig lernen. Daher ist mein Wunsch an euch, lernt das auswendig. Ihr habt es jetzt gehört, ein Befehl des Propheten. Wir werden das auf unseren Seiten veröffentlichen, inshallah. Ihr könnt es dann auswendig lernen. Was sagt aber der Prophet in diesem Hadith? Er sagt, O Allah, ich bin dein Diener. Ich bin der Sohn deines Dieners. Ich bin der Sohn deiner Dienerinnen. Mein Leben liegt in deiner Hand. Deine Gesetzgebung, deine Entscheidungen sind für mich geltend. Dein Schicksal für mich ist Bestimmung. O Allah, ich bitte dich mit all deinen Namen, mit denen du dich betitelt hast, oder die du in deinem Buch herabgesandt hast, oder die du einen deiner Geschöpfen beigebracht hast, oder die du bei dir, bei deinem verborgenen Wissen aufbewahrst, dass du den Koran zum Frühling unserer Herzen machst, zum Nur, zum Licht unserer Brüste machst, dass du uns unsere Trauer nimmst und nimm uns unseren Kummer, Ya Rabbi. Das ist das Dua. Jetzt, unabhängig davon, dass man das bei Trauer sagen soll, die Gelehrten kommen und sagen, hieraus entnehmen wir eigentlich Folgendes, und sie sagen, Allah, es gibt den Hadith, wo 99 Namen und Eigenschaften Allahs aufgezählt werden, aber das sind nicht alle. Weil hier sagt er, أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ, oder die du in dein Buch herabgesandt hast. Also gibt es mit diesen 99 Eigenschaften, Namen, die Allah in sein Buch herabgesandt hat, im Koran. Und im Koran sind circa fast um die 200 Namen Allah subhanahu wa ta'ala aufgezählt. Oder die du einen deiner Geschöpfen beigebracht hast. Was ist das? Ismi Azam. Zum Beispiel bei Am bin Ma'ura wusste den Ismi Azam, den höchsten Namen Allahs, wo die Duas angenommen werden. Also gibt es Namen, die Allah speziell einige seiner Diener beibringt, oder die Namen und Eigenschaften, die bei Allah verborgen sind, die keiner von uns kennt, die kein Geschöpf kennt. Deswegen hat Allah nicht nur 99 Namen, er hat mehrere Namen und Eigenschaften, aber diese 99 reichen für uns aus, um ins Paradies zu kommen und um das Wohlgefallen Allahs zu gewinnen. Was bedeutet aber Ahsa? In dem Hadith vorhin hieß es ja, Man Ahsaha dakhala Jannah. Wer diese 99 Namen Ahsa macht, der wird ins Paradies gehen. Guck mal, Ibn Hajar, in dem Hadith gibt es ein großes Sharh dazu, da gibt es sehr ausführlich, da sagt er, manche kommen, haben das Lurat von der Sprache her erläutert, manche kamen, haben das mit dem Koran erläutert, dieses Wort Ahsa, was es bedeutet. Manche sind gekommen, haben gesagt, was ist der Sinn des Lebens, die Ibadah zu Allah, der Tawhid, und haben es dementsprechend erklärt. All diese Punkte eigentlich zusammengefasst, kann man auf 3 Punkte zusammenfassen, die Gelehrten, was die gesagt haben. Sie sagen, Ahsa hat 3 Stufen. Das erste davon ist, die 99 Namen auswendig lernen und einzeln aufzählen können. Warum? Da gibt es ein Delil im Koran, لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا, sagt Allah in Surah Maryam, im Jenseits wird Allah sie alle einzeln aufzählen, sagt Allah. Okay? Da ist das Wort Ahsa drin, da kommen die Gelehrten und sagen, das Ahsa ist einfach erstmal der erste Stufe, auswendig lernen und die einzeln aufzählen können. Was mit Ahsa noch gemeint, die zweite Stufe ist, die Bedeutung zu verstehen, zu begreifen, Iman damit machen und das in seinem Leben umsetzen. Warum? Weil man sagt zu einem sehr schlauen Mann in der arabischen Sprache, Fulanun zu Hassatin. Derjenige ist ein sehr schlauer Mann. Das sagt man zu einem sehr schlauen Mann. Zu Hassatin. Warum schlau? Weil er das begriffen hat. Er hat Dinge begriffen und setzt die um. Deswegen kommen die Gelehrten und sagen, der zweite Punkt ist, die Namen und Eigenschaften, nachdem ihr sie auswendig gelernt habt, diese zu verstehen, die Bedeutung, zu begreifen, was damit gemeint ist, mit der Iman machen und dies in sein Leben umzusetzen. Was der dritte Punkt, was mit Ahsa gemeint ist? Mit den Namen und Eigenschaften Allahs Dua zu machen. Warum? Weil Allah sagt im Koran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Wahrlich, die schönsten Namen sind Allah subhanahu wa ta'ala, so ruft Allah mit diesen Namen an. Okay? Jetzt gibt es bei dem Dua einmal Dua ul-Mas'ala und Dua ul-Ibadah. Einmal gibt es ein Dua, wenn du von Allah etwas verlangst, und dann gibt es ein Dua, womit du Ibadat machst. Ich möchte hier kurz auf etwas hinweisen, kleine Notiz. Ich habe damals ein Nasihat gemacht, warum unsere Duas angenommen werden. Guck mal, wenn ihr Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala macht, dann müsst ihr Allah mit seinen schönsten Namen anrufen. Das sagt Allah. Ruft ihn mit den schönsten Namen an, mit Allah seinen Namen.
Allah bringt uns bei, wie wir Allah anbeten sollen. Es gebührt sich nicht, sagen unsere Gelehrten, wenn du sagst, oh du, gib mir das und das. Das ist respektlos. Man kann nicht so von Allah verlangen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Es gibt ein Uslub, es gibt ein Achlaq, sogar beim Verlangen. Und da habe ich gesagt, es gibt Gründe, warum unsere Duas nicht angenommen werden. Und eins davon ist, wir wissen nicht richtig von Allah zu verlangen. Wenn du zu jemandem kommst und frech verlangst, dann kriegst du das nicht. Wenn du das nicht nach Usul verlangst, kriegst du das nicht. Und Allah bringt uns sogar das Usul bei und sagt, wenn ihr bittet, bittet mit den Asma'ul Husna. Das erste, haben wir gesagt, ist Du'aul Mas'ala. Du verlangst was von Allah. Zum Beispiel, du hast gesündigt. Du hast Sünden begangen. Du willst, dass Allah dir deine Sünden vergibt. Okay? Du hast viel gesündigt. Was sagst du? Allahumma inni zalamtu nafsi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Oh Allah, ich habe mir gegenüber Zulm gemacht. So, vergib mir meine Sünden, denn du bist Ghafur. Wir haben mit dem Namen Allah Ghafur angebetet. Können Sie sagen, oh Allah, vergib mir einfach? Nein, erwähnt Allah mit seinem Namen. Sagt, oh Ghafur, vergib mir meine Sünden. Ihr habt zum Beispiel viele Sünden begangen und ihr seid weit in die Irre gegangen, aber ihr wollt endlich Tauba machen und zurückkommen zu euren eigenen Istiqamat, wieder auf den Tawhid. Dann macht ihr mit dem Namen At-Tawwab von Allah, derjenige, der die Tauba annimmt. Wie sagt ihr das? Ihr sagt ganz einfach, Allahumma tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Oh Allah, du bist derjenige, der die Reue annimmt. So nimm unsere Reue an, denn du bist der Reueannehmende und der Barmherzige. Alabama. Ihr habt zum Beispiel das Verlangen nach Kindern, ihr bekommt keine Kinder. Womit bittet ihr Allah? Mit Al-Karim und Al-Wahhab. Das sind Namen und Eigenschaften, die Allah seine Wohltat am meisten erweisen. Allah, der gibt ohne ein Ermessen, ohne ein Maß, ohne was zurückzuverlangen. Dann bittet ihr Allah mit Al-Wahhab und Al-Karim, dass er euch Kinder geben soll. Ihr seht ein Zulm, Ungerechtigkeit. Dann bittet ihr Allah mit Al-Muntaqim und Al-Qahhar, der Allzerstörende, Allvernichter. Ihr wünscht für jemanden die Hidayat, sagt Al-Hadi mit dem Namen Al-Hadi, derjenige, der recht leitet, ist Allah. Bittet Allah mit dem Namen Al-Hadi, auf dass er ihn recht leitet. Ihr seid Talibul Ilm, ihr wollt Ilm erlangen, sagt Ja Alim, Alimni. O Allah, o derjenige, der allwissend ist, belehre mich, gib mir Wissen. Aber Wissen allein reicht nicht aus. Ihr braucht nützliches Wissen, denn der Prophet sagt, ich suche Zuflucht vor dem unnützlichen Wissen. Es gibt einmal Wissen, was Nutzen hat und Wissen, was keinen Nutzen hat, was euer Kibir vermehrt, was weder euren Iman, Akhlaq noch eure Amal vermehrt. Das ist ein unnützliches Wissen. Und denkt dran, der Erste, der in die Hölle geht, ist welcher? Ein Alim, ein Shahid und einer, der gespendet hat. Das sind die Ersten, die in die Hölle gehen. Also jemand, der Wissen bekommt. Also was müsst ihr mit eurem Wissen machen? In die Tat umsetzen. Also werdet ihr zu Allah was sagen? Ja Alim, Alimni bima yanfa'uni. O der Allwissende, belehre mich mit dem Wissen, mit dem nützlichen Wissen von dem. Tamam, das müsst ihr sagen. Ihr wollt zum Beispiel, ihr habt Probleme und Ärger, dann werdet ihr mit Rahman und Rahim machen. Ihr habt keinen Ausweg manchmal, ihr fühlt euch in die Enge, alle Türen werden euch zugeschlagen, ihr seid in einer sehr schwierigen Situation, dann werdet ihr Allah mit Al-Fattah anbeten, derjenige, der die Toren öffnet. Ihr habt Probleme mit eurem Rizq, dann sagt ihr Al-Razaq, Al-Ghani, der Reiche, der Unabhängige ist. Versteht ihr, wenn ihr von Allah was wollt, dann fleht ihn mit seinen Namen und Eigenschaften an, die diese Eigenschaft beschreiben von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann gibt es eine zweite Dua, und zwar haben wir gesagt, Dua al-Ibadah. Was ist damit gemeint? Das ist ein Dua, womit du eigentlich Amal machst. Eine Name und Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, mit der du Amal machst. Wie ist das gemeint? Zum Beispiel, Inna Allah hayyun sittir. Allah ist schamhaft und er ist derjenige, der die Peinlichkeiten der Menschen bedeckt. Guck mal, wenn ihr zu Allah eure Hände erhebt und sagt, oh Allah, und macht Dua zu Allah, dann ist Allah schamhaft, dieses Dua abzulehnen. Allah akzeptiert euer Dua, weil Allah hat Scham. Allah ist Hayy. Okay? Deswegen, wenn ihr das begriffen habt, dass Allah so schamhaft ist, denkt an Allah, wenn ihr nachts alleine seid. Wenn keiner da ist und ihr mit einer Sünde gleich steht, dann macht keine Sünde. Dann sei auch schamhaft gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Genau wie Allah zu dir schamhaft ist, sei du in dem Moment auch schamhaft zu Allah und sag, ja Rabbi, du siehst mich doch, wenn ich jetzt die Sünde mache, das ist doch peinlich. Das ist, wenn ihr die Namen und Eigenschaften von Allah in eurem Leben umsetzt. Oder zum Beispiel, Ar-Razaq. Ihr habt verstanden, dass alles Rizq von Allah kommt. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kein Geschöpf auf der Erde gibt es,
dessen Versorgung Allah nicht vorbereitet hat, vorgeschrieben hat. Wenn ihr wisst, dass Allah Ar-Razzaq ist, dann macht keine Haram-Arbeiten. Sagt nicht, ich muss jetzt arbeiten, das ist Haram, aber was soll ich machen? Ich muss irgendwie ernähren. Nein. Dann sagt ihr, Allah ist Ar-Razzaq, ich habe das verinnerlicht, genau wie Allah dem Vogel jedes Tier sein Rizq gibt. Allahu Akbar, dann werde ich ganz bestimmt nicht die Grenze Allahs überschreiten. Er hat auch meins vorgeschrieben. Das ist, wenn ihr anfängt, die Namen und Eigenschaften Allahs zu begreifen und damit Iman zu machen, in eurem Leben Position einzunehmen. Tamam. Ich möchte euch gerne die Wichtigkeit und Vorzüglichkeit des Asma'ul Husna in der Tawhid erklären. Im Tawhid, okay? Guck mal, ihr wisst, unsere größte Sorge auf dieser Dunya, unsere Hauptproblem und Aufgabe in dieser Dunya ist es, das Schirk, welches auf Allah seiner Erde heutzutage verbreitet ist, zu beseitigen. Und an dieser Stelle den Tawhid zu etablieren. Tamam. Weil Schirk ist Zulm. Schirk ist Ungerechtigkeit. Schirk ist unfair gegenüber Allah. Das gebührt sich nicht. Es gehört sich nicht. Und jeder Muslim muss dafür arbeiten, dass diese Schirk behoben wird. Und der Tawhid an dieser Stelle regieren wird. Weil der Schirk macht die Fitra der Menschen kaputt und es entsteht nur Chaos. Wenn ihr die Asma'ul Husna kennt, dann stärkt ihr eure Akida. Warum? Guck mal, 5 Punkte, wo die Asma'ul Husna eure Akida stärken. Erstens, Allah, es gibt Namen und Eigenschaften von Allah, die beweisen Allah seine Schöpfung. Warum? Al-Hayy, Al-Baqi, Al-Qayyum. Das sind Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah seine Schöpfung beweisen. In seinen Namen sind diese Beweise drin, dass er ist der Schöpfer. Dann gibt es Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die beweisen, dass er keinen Teilhaber hat, dass er keinen Sharik hat. Welche? Zum Beispiel Al-Wahid, As-Samad, Al-Ghani. Er beschreibt sich selbst, dass er keinen Teilhaber hat. Dann gibt es Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die beweisen, dass nichts ihm ähnlich ist und dass er keine Mängel hat. Welche sind das? Es ist Al-Quddus, Al-Majid, Al-Muqid. Er ist der Perfekte und Vollkommene. Er hat keinen Mangel, keine Schwachstellen. Allah hat Namen und Eigenschaften, die beweisen, dass alles Leben auf dieser Dunya aufgrund von Allah ist. Alles. Er selbst hat das in seinen Namen aufgeschrieben, dass alles Schöpfung in dieser Dunya, egal wo ihr seht, ist aufgrund von Allah. Welche Namen beschreiben das? Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, Al-Qawi. Diese Namen beschreiben, dass alles aufgrund von Allah existiert. Der 5. Punkt, es gibt Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die beweisen, dass Allah über seine Schöpfung herrscht. Warum? Er ist es, der lebendig macht. Jeden Tag werden neue Tiere, neue Menschen geboren. Er ist, der jeden Tag sterben lässt. Er ist es, der jeden Tag arm werden lässt. Und er ist es, der reich werden lässt. Er ist es, der krank werden lässt, der gesund werden lässt. Er ist es, der Ehre gibt, der erniedrigt. Diese beweisen, dass Allah über seine Schöpfung herrschen tut. Allah selbst, wenn ihr die Asma'ul Husna kennt, werdet ihr den Tawhid selbstverständlich und selbst beantwortet kriegen. Und selbst daher ist es für uns wichtig, oder ist auch meine Absicht, irgendwo auch hier drin ein bisschen das Atheismus-Thema auch durchzunehmen, wie Schwachsinn das eigentlich ist, anhand von diesen Asma'ul Husna. Wenn wir bei diesen Asma'ul Husna sind, die Namen und Eigenschaften aufzählen, will ich darauf zukommen, inshallah. Jetzt ist das aber so, es gibt heutzutage auf dieser Dunya die 2 größten Fundamente des Schirk. Der Mensch, guck mal, der Mensch, der wurde auf die Fitra erschaffen. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Allah hat jeden seiner Diener auf den Hanif geschaffen. Was ist das? Auf der reinen Fitra des Tawhid. Ibrahim a.s. nannt man Hanif. Er war auf reine Tawhid, bevor er sogar das Prophetentum bekommen hat. So, also ist jeder Mensch auf der Fitra des Tawhid. Und normalerweise ist der Tawhid im Herzen. Aber wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, wenn der Tawhid nicht etabliert ist, ist es einfach, dass Schirk hineindringt in das Herz eines Menschen. Jetzt gibt es 2 große Fundamente des Schirk. Wenn ihr die Geschichte und den Koran aufschickt, werdet ihr auf 2 Arten von Schirk immer wieder stoßen. Und das sind die 2 Fundamente für das übliche Schirk. Welches? Das Schirk der Gräber und das Schirk der Paläste. Das Schirk der Gräber kennt ihr selbst. Ab Nuh a.s. haben die Menschen angefangen, die Salih-Menschen, deren Gräber anzubeten. Sie haben von ihnen verlangt, haben zu ihnen Dua gemacht,
haben zu ihnen Ibadat gemacht, haben für sie Kurban gemacht, haben für sie Adak gemacht. Und dann gibt es das Schirk der Paläste, das ist, wenn die Gesetze Allahs aufgehoben werden und die Gesetze der Menschen hineingeführt werden. Und der Kampf der Menschen, seitdem es Menschen gibt, war immer, es gab einen Kampf, der hat nie aufgehört. Wer wird herrschen? Der Kampf der Mächte, wer wird Gesetzgeber sein? Diesen Kampf hatte jeder Prophet und den gab es immer. Okay? In einem Qudsi-Hadith, damit ihr versteht, was damit gemeint ist, in einem Qudsi-Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, thumma atathumu shayatinu fajtalatum an dinihim, wa harramat alayhi ma ahlaltu lahum, wa amaruhum an yushriku bi ma lam unazil bi sultan. Allah sagt, ganz gewiss habe ich jeden meiner Diener auf der Hanif, auf der reinen Fitra des Tawhid erschaffen. Danach sind die Shaitans gekommen, die Satane kommen, haben sie vom Weg abgebracht. Wie haben sie die vom Weg abgebracht? وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ. Sie haben Dinge, die verboten waren, für erlaubt erklärt. Sie haben die Gesetze Allahs aufgehoben. Was verboten war, haben sie für erlaubt erklärt. Was erlaubt war, für verboten erklärt. Haram zu Halal, Halal zu Haram. Wie heute die Gesetzgebung ist. Was haben sie noch gemacht? وَأَمَرُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٍ. Und sie haben ihm befohlen, Allah gegenüber Schirk zu machen, wobei es noch keinen Beweis gab. Um die Fitra des Menschen kaputt zu machen, kam der Shaitan mit diesen Sachen, mit der Gesetzgebung, und hat ihm befohlen, Schirk zu machen, wobei es keinen einzigen Beweis gab. Guck mal, warum macht man aber diese zwei Schirkarten? Diese beiden Schirkarten, diese zwei Schirkarten macht man nur, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt. Guck mal, entweder, Bruder, lernst du Allah subhanahu wa ta'ala kennen, indem er sich selbst beschreibt, wie er sich selbst beschreibt, oder wie lernst du ihn sonst kennen, Achi? Durch deinen Kopf. In dem, was du gesehen hast, was du gefühlt hast, was du geriecht hast. Du fängst dir an, irgendwas in deinen Kopf zu setzen, danach denkst du, das ist Gott. Irgendwie vergleichst du das damit. Guck mal, ich habe ja vorhin gesagt, wegen Liebe, Allah lieben, ihr werdet Allah irgendwie in eurem Kopf beschreiben müssen. Entweder so, wie es Allah selbst tut, oder so, wie ihr es in eurem Kopf habt. Die Mushrikun in Mekka wollten Allah kennenlernen. Sie haben einen Schöpfer gehabt. Jeder will doch seinen Gott kennenlernen. Wenn ich sage, das ist mein Gott, dann will ich ihn kennenlernen. Die Mushrikun in Mekka wollten Allah kennenlernen. Sie haben gesagt, wir sind auf der Religion, das ist unser Gott, wir müssen unseren Gott kennenlernen. Was haben sie gemacht? Wenn Allah im Koran beschreibt, dann sagt Allah nie, sie haben Allah nicht gekannt. Was sagt Allah? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht so angebetet, so kennengelernt, wie es ihm wahrhaftig gebührt. Allah sagt nicht, sie haben Allah nicht gekannt, deswegen haben sie Schirk gemacht. Nein, sie haben Allah gekannt, aber falsch gekannt. Aufgrund, weil sie Allah falsch gekannt haben, falsch verstanden haben, nicht durch ihn, sondern durch ihren eigenen Köpfen Allah kennengelernt haben, sagt Allah, deswegen sind sie in Schirk gefallen. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, menschlicher Verstand. Ja, wenn es jetzt einen König gibt, dann kann ich nicht direkt zu einem König gehen. Ey, was muss ich machen? Der König ist groß. Ey. Jeder kann doch nicht zu ihm gehen mit seinem Problem. Also was muss geben? Ein Wesir. Einer, der die ganzen Leute aufnimmt. Und der bringt dann diese ganzen Probleme zum König und er löst die Probleme. So haben die Mushrikun gedacht. Was haben sie gemacht? Sie haben Allah mit der Schöpfung verglichen. Weil sie wussten nichts anderes. Sie haben mit ihren Köpfen versucht, Allah irgendwie zu erklären. Haben gesagt, also was müssen wir machen? Wir müssen die Salih-Menschen anbeten, wir müssen Statuen aufbauen und diese anbeten und von ihnen verlangen. Die Mushrikun haben Allah niemals abgelehnt. Sie haben nicht gesagt, ein Gott gibt es nicht. Sie haben gesagt, Allah ist Haq. Wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen? Sayaqulun Allah. Wenn sie sagen, Allah war es gewesen. Die Mushrikun haben Allah nicht abgelehnt. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen Dinge, die uns Allah vermitteln, die zu Allah kommen. Und das war der Grund, warum sie in Schirk gefallen sind. Das war der Grund. Wenn ihr Allah falsch kennenlernen tut, ist das gefährlich, dann werdet ihr entweder in Masiyat fallen, in Bidat fallen oder in Schirk fallen. Je nachdem, wie schlau einer von euch ist. Der eine wird es bis zum Schirk schaffen, der eine bis Bidat, der andere bis in Masiyat. Aber ihr werdet nicht richtig handeln können. Das zweite ist der Schirk der Paläste. Das ist auch ein Grund, wenn man Allah nicht richtig kennenlernt. Was haben die Leute gesagt? Sie haben gesagt, die Mushrikun, Allah subhanahu wa ta'ala herrscht im Himmel, er herrscht im Universum, er herrscht überall. Das ist zu weit weg. Aber unsere sozialen Probleme,
unsere engen Probleme, das ist zu weit weg von Allah. Deswegen müssen wir die Gesetze erlassen. Und sie haben gesagt, die Gesetze im Himmel gehören alle Allah. Aber auf der Erde, unsere Tijaret, unsere sozialen Probleme, Erbe, das müssen wir untereinander klären, haben sie gesagt. Und haben angefangen, Gesetze zu erlassen. Aber würden sie wissen, dass Allah Al-Qarib ist, dass Allah ein Menschen sehr nah ist. Warum? وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Und der ist euch näher als eure Halsschlagader. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Und Allah ist mit euch, egal wo ihr seid. Hätten die Mushrikun Allah aber so kennengelernt, wie sich Allah selbst beschreibt, hätten sie nicht gesagt, Allah ist weit weg und hätten selbst Gesetze erlassen. Oder ein weiterer Punkt, ihr kennt Ria. Ria ist Augendienerei. Ria wird in der Akida als kleines Schild betrachtet. Es gibt einmal Ria und Sum'a. Was ist damit gemeint? Ria ist zum Beispiel, du kommst und machst eine Tat und willst dabei gesehen werden von Menschen. Das ist Ria, das wird als kleines Schild betrachtet. Dann gibt es einmal Sum'a, das ist, du machst eine Tat im Verborgenen und du glaubst, du hast die Tat gemacht und guck mal, wenn Allah euch ermöglicht, Taten im Verborgenen zu machen, wo du mit Allah ganz alleine bist und kein anderer das sieht, dann heißt das, dass Allah dich stark belohnen will. Umso mehr öffentlich deine Tat ist, desto weniger Sawab kriegst du. Umso verborgener die Tat, umso reiner, umso gewissenhafter kannst du sein, dass du das nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Deswegen, wenn Allah euch ermöglicht, verborgen, alleine, wo keiner euch sieht, Ibadah zu machen, dann schätzt das, dann liebt euch Allah sehr und will euch belohnen. Jetzt machst du eine Tat im Verborgenen, dann kommst du irgendwo und es wird geredet, da kommt der Shaitan und macht Westwasser. Und das ist Sum'a. Sag doch, deine Tat, was du gemacht hast, guck mal, die glauben, du machst nichts. Sag doch, oh, du meinst das ja nicht so. Sag es, dann motivierst du andere, du meinst das ja nicht als Ria, du willst doch nicht, dass die Menschen was sagen, aber es wäre doch nicht verkehrt, wenn du es auch sagst, wenn sie es auch wissen würden. Und wenn du es dann sagst, dann hast du Sum'a gemacht. Das ist genauso, da hast du an deinen Sawab leider verloren. Aber guck mal, würde man wissen, dass Allah Al-Basir ist, dass Allah das Verborgene und das Öffentliche von jedem seiner Geschöpfen sieht, nichts ihm entgehen wird, warum sollte ein Mensch Wert geben auf Geschöpfen? Wenn ich weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala gerade mich so sieht, wie ich euch sehe, noch schärfer, mein Inneres sogar kennt, meine Gedanken, mein Herz kennt, warum soll ich es wen anders sagen? Er wird mich doch belohnen. Was wollen die anderen mir sagen? Gut gemacht? Allah wird mich mit Jannat belohnen. Er wird mit mir zufrieden sein. Aber würde man Allah wissen, dass er Al-Basir ist, er alles sieht, er alles hört, er das Tiefste des Menschen kennt, dann würdest du kein Riya machen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Guck mal, ein Beispiel, was passiert, wenn man Allah nicht kennt. Eines Tages läuft der Prophet mit den Sahabas am Grab vorbei und da ist eine Frau, sallallahu alaihi wasallam. Diese Frau, ihr Kind ist verstorben. Diese Frau fängt an zu weinen, aber sehr stark und beschwert sich, also macht ein bisschen Isyan in ihren Schreien. Und der Prophet sagt zu ihr, Ittaqillaha wasbirni, fürchte Allah und sei geduldig. Was sagt die Frau zum Propheten a.s.w.? Die Frau sagt zum Gesandten, Ilayka anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Geh weg von mir, denn du hast nicht das Leid erlitten, was ich erlitten habe. Der Prophet geht weiter a.s.w. Dann gehen die Sahaba zu der Frau und sagen, oh du, weißt du eigentlich, wer das gerade war? Sie sagt, nein, das war der Gesandte Allahs. Sie steht auf und rennt los. Sie rennt zum Gesandten in sein Haus. Sie klopft an die Tür, der Gesandte kommt. Was sagt sie zum Gesandten Allahs? Sie sagt, Ja Rasulallah, inni lam arifka. O Gesandte Allahs, ich habe dich nicht erkannt. Was ich euch hiermit sagen will, ist, man muss den Gesandten zuhören. Es ist Farz, den Propheten Itat zu machen. Was sagt diese Frau? Inni lam arifka, ich habe dich nicht erkannt. Hätte sie den Propheten erkannt, hätte sie das niemals gesagt zum Propheten. Dann hätte sie gesagt, okay, Ja Rasulallah. Was verstehen wir daraus? Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennenlernt, könnt ihr manchmal unbewusst Dinge machen, die Isyan sind, die falsch sind, die gegen die Sunnah sind, die gegen Allah sind. Vielleicht unbewusst. Würdet ihr wissen, dass das vielleicht Allah nicht so will, Allah sein Wohlgefallen man anders kriegt, so Allah seinen Zorn bekommt, würdet ihr vielleicht anders handeln. Aber was ist die Voraussetzung? Arifke, kennenlernen. Ihr müsst Allah kennen, um zu wissen, was er will und um ihn zufriedenzustellen. Jeder von uns hat Verpflichtung. Die Gelehrten zum Beispiel, die Gelehrten sind das Erbe des Propheten. Deswegen haben die Salaf gesagt, wenn ein Alim abkommt, kommt ein ganzes Alem vom Weg ab.
Also wenn ein Gelehrter vom wahren Weg abkommt, dann kommen ganze Völker zu 1000 Leuten vom Weg ab. Weil wenn der Führer schon abkommt, dann geht das nicht. Deswegen gibt es Dinge, die für einen normalen Otto-Normalverbraucher Ruhsat ist, was er machen kann, ist für einen Gelehrten nicht erlaubt. Es gibt Dinge, die sind für uns erlaubt, aber ein Gelehrter darf das nicht machen oder ein Emir darf das nicht machen. Ihr kennt das Beispiel mit Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal hat zum Beispiel gesagt, der Koran ist nicht erschaffen. Und die damalige Sultanregierung, die Unterdrücker, Mu'tazila, haben gesagt, nein, der Koran ist erschaffen. Und er hat gesagt, ich werde das niemals im Leben sagen, der Koran ist nicht erschaffen. Und sie haben ihn gefoltert, bis er getötet wurde. Normalerweise hätte er sagen können, es wurde erschaffen. Er war unter Ikrah, das im Islam erlaubt war, es ging um sein Leben. Aber er hat es nicht gemacht. Warum? Weil hätte er das gesagt, wären die Leute zu 1000 heute noch in Fitna gefallen. Deswegen kann ein Gelehrter nicht alles sagen, was wir sagen dürfen. Aziz bin Abdissalam geht eines Tages zu einem Sultan. Subhanallah, guck mal, er geht zu einem Sultan und will sich beim Sultan beschweren. Er geht zu ihm hin und um ihn sind die, wie heute, diese Irja. Heute gibt es ja diese Irja, weißt ihr, kennt ja das auch. Um diese ganzen Präsidenten gibt es immer diese Gelehrten, diese Hunde von diesen Gelehrten, diese gelehrten Hunde, um diesen Herrscher, die alles rechtfertigen müssen, um das Volk ruhig zu kriegen. Ja, es ist irgendwo islamisch erlaubt, dass man das machen kann. Man kann ja mit Russland und so kooperieren, man kann ja an die Amerikaner. Es gibt ja immer wieder, das gab es damals auch schon. Es gab Leute, die haben Angst gehabt, zum Sultan was zu sagen. Aziz bin Abdissalam geht zu dem Sultan und sagt zum Sultan, ey Sultan, guck mal, da an diesem Ort wird Fujur gemacht, da wird Musik gespielt, da wird Alkohol verkauft, da werden Frauen verkauft, da werden Sünden gemacht. Mach das weg. Und alle Leute gucken und denken, jetzt haut er ihn mit dem Schwert gegen die Kehle. Und dann sagt der Sultan zu ihm, schockierend, das sind nicht Dinge, die von mir sind, das ist das, was von meinem Vater hinterblieben ist, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Aziz bin Abdissalam, meint ihr, er wurde ruhig? Nein. Was sagt er? Er sagt, ach so, inna wajadna aba'ana ala ummatina wa inna ala atharim lamuqtadun. Ach, du sagst das, was die Mushrikun damals gesagt haben zum Propheten? Wir haben unsere Vorväter auf die Sache vorgefunden, wir tragen keine Schuld von denen, denn das wurde uns so übergeben. Und liest diesen Sultan einen Vers vor, der für die Mushrikun eigentlich war. Und die Leute dachten, jetzt kommt gleich Blut und der haut in die Kehle durch. Dann sagt der Sultan, okay gut, dann mache ich das weg. Aziz bin Abdissalam dreht sich um und geht raus. Einer seiner Schüler, der das gesehen hat, sagt, ja Sheikh, warum? Wie hast du dich das getraut? Diese ganzen Leute waren drumherum, sie haben sich nicht getraut. Okay, du hast den Typen gewarnt, du hast ihn gewarnt, du hast seine Aufgabe gemacht. Aber dass du noch einen Vers vorliest, der zu den Mushrikun kam, warum hast du das gemacht? Er sagt, ich habe mir das Azamet von Allah vorgestellt. Ja, der Sultan ist mächtig, der ist ein Salim, der könnte mich töten. Ich habe mir das Azam, Al-Azim, Allah vorgestellt, so wurde der Sultan wie eine Ameise vor mich. Allahu Akbar. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig kennt, dass er Al-Azim ist, Al-Qahhar ist, Al-Matin ist, Al-Qawi ist, all diese starken Eigenschaften, dann werdet ihr keine Angst vor einem Herrscher, vor einem Sultan, vor einem Knast, vor Drohungen, vor sonst was kriegen, weil ihr sagen werdet, mein Rabb ist noch gewaltiger wie euch. Wer seid ihr denn? Aber das kriegt ihr alles mit eurem Iman nur hin, wenn ihr auch Allah kennt. Wenn wir Allah nicht kennen, dann können wir das alles nicht machen. Dann würden wir Angst kriegen und uns zurückziehen. Deswegen hat jeder von uns heute Verpflichtungen, die er machen muss. Der eine Vater, der andere Sohn, der andere Imam. Und wenn wir diese Asma' ul-Husna lernen, glaube ich, dass jeder von uns seine Verpflichtung, egal in welchem Bereich, besser ausüben wird. Ich möchte auf eine Sache hinaus, und zwar, das will ich unbedingt nochmal ansprechen. Guck mal, es gibt 3 Säulen des Akhlaq. Wenn wir diese Tazkiyat und Nafs-Unterrichte machen, eigentlich jedes Tazkiyat und Nafs-Unterricht, Tasawwuf oder Sücht-Unterricht, jeder Süchtunterricht basiert eigentlich auf folgende 3 Punkte. Immer. Es geht nur um diese 3 Säulen, Bruder. Muhabbat, Liebe, Khawf, Furcht und Raja', die Hoffnung zu Allah. Wenn diese 3 Sachen bei einer Amal, die müssen immer bei einer Amal mit dabei sein, vorhanden sind, dann wird dieser Amal wunderschön. Warum? Ich gebe euch ein Beispiel. Das Gebet. Das Nur unserer Augen. Das Gebet. Es gibt einmal das Gebet der Gottesfürchtigen, dann gibt es einmal das Gebet der Hühner. Das Gebet der Hühner ist, sie beten so schnell wie Hühner vom Boden Essen aufpicken. Ganz schnell runter, hoch, runter, hoch, runter. Wie kann man aber dieses Gebet verschönern? Indem ihr als erstes
Muhabbat, Liebe zu Allah empfindet. Wenn ihr Allah wahrhaftig liebt, wenn ihr Allah seine Gaben vor Augen habt, wenn ihr sagt, ich liebe diesen Rabb, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala, er ist mein Rabb, er gibt mir so viele Nimetler, er gibt mir so viele Gaben, ich will ihm dankbar sein, dann fängst du an, dein Gebet ordentlich zu verrichten. Ganz schön. Weil du liebst ihn, du willst, dass er zufrieden ist mit dir, du willst das Beste ihm zeigen, als Dankbarkeit für das, was er alles dir gibt, ohne dass du was machst. Du machst sogar Isyan, er gibt dir. Du hast dich nicht einmal für diese Gaben bedankt, er gibt dir trotzdem. Und dann sagst du, ja Rabbi, ich liebe dich und mach Dua. Dann muss aber Khauf dazwischen sein. Furcht. Wenn ein Mensch vor etwas Angst hat, dass es weggeht, dann klammert er sich an die Sache noch mehr fest. Dann musst du fürchten, dass Allah dir dieses Gebet vielleicht wegnehmen kann. Wenn du es nicht wahrhaftig mit Liebe machst, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht das Gebet von dir nimmt, wie viele Menschen angefangen haben zu beten und jetzt aufgehört haben, es von dir nehmen kann. Was machst du? Weil du Angst hast, dass das Gebet von dir genommen wird, klammerst du dich ganz fest an das Gebet. Du wirst aber niemals alles perfekt hinkriegen. Manchmal wird Westwässer kommen, du wirst irgendwo was auslassen. Dann sagt Allah, darfst du die Hoffnung nicht verlieren. Weil wenn du die Hoffnung verlierst, passiert Yes. Yes ist zu sagen, Shaitan kommt und sagt, ja, du liebst Allah, du hast Angst, du betest, du machst so viele Sünden. Du machst eine Sünde, du machst dieselbe Sünde wieder. Was soll das? Hör auf, das macht alles keinen Sinn. Du bist kein Mensch. Was bringt dir dein Gebet? All diese Westwässer kommen in den Kopf. Wenn das in dein Herz kommt, yes, dann ist das schlimm, dann hast du Hoffnung zu Allah verloren. Dann kommt der dritte Punkt, Raja, Hoffnung. Dann musst du sagen, Allah ist Rahman und Rahim. Allah ist der Allvergebende. Ich verlange von meinem Rabb. Er ist derjenige, der Karim ist, der Latif ist, der schön ist, der nachsichtig ist. Er wird meine Sünden vergeben. Dann wird euer Gebet vollständig werden. Was? Mit Liebe, Furcht und Hoffnung. Guck mal, man kann aber Allah nur lieben, wenn man ihn kennt. Schon wieder das Problem. Man kann nur Allah fürchten, wenn man ihn kennt. Man kann von Allah nur verlangen, wenn man ihn kennt. Wenn ihr Allah lieben wollt, jetzt könnt ihr mich fragen, Azad, dann gib uns mal einen Punkt, wie wir Allah lieben können. Guck mal, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben können, ist eigentlich, eins der Hauptdinge ist, Allah seine Gaben vor Augen zu halten. Guck mal nachher, allein schon zu sagen, ja Rabbi, du hast mir so viele Gaben gegeben, du hast so vieles Gutes mir getan. Wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe mich nicht mal bedankt dafür. Du gibst mir immer Gute und ich bedanke mich nicht. Du hast mir ein Dach gegeben, Nahrung gegeben, du hast mir Kleidung, einen Verstand, Augen, ich kann mich bewegen, mir geht's gut, ja Rabbi, du hast mir eine Familie gegeben, du hast mir alles gegeben, was ich brauche. Und wenn Allah einen Menschen behindert schafft, hat er ihm dafür 100 andere Sachen gegeben. Wenn Allah dich arm werden lässt, dann hat er dafür dir 100 andere Sachen gegeben. Da kannst du dich nicht beschweren wegen dieser eine Sache. Und du musst Allah dankbar sein, du musst Allah vor Augen halten, ja Rabbi, wie viele Gaben gibst du mir? Und all das. Und ich tue nichts. Ich mache Haram und du gibst mir das trotzdem. Guck mal, derjenige, der Schirk macht Schirk und Allah gibt ihm trotzdem seine Gaben. Jemand, der Sinna macht, Allah hätte ihn doch auf dem Weg sterben lassen können. Allah ist es derjenige, der ihm Kraft gibt, sogar Sinna zu machen. Was für ein Allah haben wir hier? Oh. Allahu Akbar. So ein Allah, mit so einer Barmherzigkeit, mit so einem großen Entgegenkommen zu einem Diener, der sagt, macht euer Leben, macht nur kein Schild, ich gebe euch das Paradies später, ich werde euch belohnen. So ein Allah habt ihr vor euch. Wie kann man so einen Allah nicht lieben? Khauf, Furcht vor Allah. Wie kriegt man Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Indem du sagst, Wallahi, wenn Allah einmal sein Zorn über mich kommt, wird mein Leben ein Gefängnis sein. Allah ist Shadidul Iqab. Er ist der brutalste im Bestrafen. Allah ist der Besitzer der Hölle. Allah ist es, der hart bestrafen wird in der Hölle. Und wenn man Allah seinen Zorn erweckt, dann wird Allah in nichts, kann er alles vernichten. Und wenn du diese Eigenschaft von Allah in dir hast, Wahidul Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin, der Mächtige, der Starke, der Allvernichtende, der Allbezwinger, dann fängst du an, dein Herz eine Angst zu kriegen. Guck mal, in Yawm al-Qiyamah werden die Propheten kein einziges Wort sagen, weil sie Allah fürchten werden. Warum? Sie werden sagen, oh ihr Propheten, geht und macht Schafat, sagt Allah, er soll beginnen mit dieser Abrechnung. Was werden die Leute sagen? Was werden die Propheten sagen? Allah ist so zornig wie noch nie zuvor. Nafsi, Nafsi, geht weg, geht weg. Wir werden nichts sagen.
So eine Furcht wird in den Herzen der Leute sein, weil sie Allah fürchten. Und wenn man sich das überlegt, dann bekommt man vor Allah Angst, seine Grenze zu überschreiten. Nicht, dass man auch den Zorn Allahs auf sich erweckt. Hoffnung. Wie gesagt, wir haben gesagt, egal was du machst, egal welche Amal du machst, du wirst nichts perfekt machen. Du wirst irgendwann was auslassen. Es ist einfach Fakt. Du wirst nichts perfekt machen können. Daher haben wir gesagt, in der Qudsi-Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sollten sich alle Menschen versammeln und Fujur machen, Haram machen gegenüber mir, würde es von meinem Mulk, von meinem Besitz oder Eigenschaft nichts minimieren, nicht mal Staub eines Korns. Allah will damit sagen, oh du Diener, mach deine Sünde 1000-mal. Du hast 100 Menschen getötet. Egal was für Sünden du gemacht hast, denk ja nicht, was bist du als Mensch, dass du glaubst, dass deine Fehler, deine Sünden höher stehen als meine Eigenschaft. Meine Eigenschaften sind höher als alles andere. Egal wie viel du gesündigt hast, egal was du gemacht hast, verliere niemals die Hoffnung zu Allah subhanahu wa ta'ala und seine Barmherzigkeit. Weil die Eigenschaften, seine Rahma, seine Vergebung steht über allem. Wer bist du als Mensch, dass du glaubst, du kannst so viele Sünden machen, dass Allah dir nicht vergibt? Manche Leute sagen ja bei uns in der Kultur, ich habe so viele Sünden gemacht, nicht mal Allah kann mir vergeben. Hascha, Mushrikun. Wie kann man sowas sagen? Weder Allah kann mir nicht mal vergeben. Was bist du als Mensch, was glaubst du, was du machen kannst? Denkst du, kannst Allah irgendwo schaden? Nein, kannst du nicht. Deswegen haben wir gesagt, wenn ihr Allah liebt, vor Allah fürchtet, werdet ihr was auslassen, dann müsst ihr die Hoffnung zu Allah aufbewahren und die Hoffnung niemals verlieren. Weil, wie gesagt, Allah gibt dem Muschrik jeden Tag sein Rizq. Dem Muschrik sogar, der gegenüber Allah ist Yaman. Allah sagt zu ihm, er ist Najis. Allah hasst ihn, aber Allah gibt ihm sein Rizq. Und wenn du als Muslim mal Fehler machst, dein Stellenwert ist bei Allah höher wie der vom Muschrik. Ich möchte jetzt gerne auf eine Sache, und da kommen wir auch gleich zum Schluss, inshallah, über den Akhlaq eines Menschen sprechen. Wir haben ja gesagt, das sind Tazkiyat und Nafs-Unterrichte. Hier geht es um Akhlaq. Über den Akhlaq eines Menschen sprechen. Was bringt uns die Asma al-Husna bezüglich unserer Akhlaq? Wir haben gerade gesagt, okay, es vermehrt unseren Iman mit der Aqidah. Wir kennen Allah besser. Wir können bessere Dinge machen, mehr Amal machen. Also unser Iman wird mehr. Wir können unsere Amal verschönern. Und was ist der dritte Punkt? Das sind drei wichtigsten. Iman vermehren, Amal verschönern und Akhlaq vermehren. Jetzt haben wir gesagt, unser Iman, okay, das stärkt unseren Iman, haben wir selbst gemerkt. Unsere Amal haben wir verstanden, das stärkt unsere Amal, wir machen mehr Amal, wir sind engagierter. Drittes, verbessert das auch unsere Akhlaq, das Wichtigste. Mit unter anderem das Wichtigste. Guck mal, es gibt, im Jenseits werdet ihr von zwei Sachen zur Rechenschaft gezogen werden. Zwei Sachen. Einmal vom Recht Allahs und einmal vom Recht der Menschen. Einmal das Haqq von Allah und einmal Kul Haqq, das Haqq von Menschen. Diese zwei Sachen werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Was ist das Haqq von Allah subhanahu wa ta'ala? Es ist Taqwa. Wenn ihr umso mehr Taqwa ihr zu Allah habt, umso mehr Haqq gibt ihr Allah. Was ist das Recht der Menschen? Akhlaq. Umso schöner euer Akhlaq, umso leichter eure Abrechnung mit den Menschen im Jenseits. Guck mal, der Prophet sagt in einem Hadith, Bu'ithtu li'atammima husna al-khuluq. Ich wurde geschickt, um das Akhlaq zu vervollständigen. Alle Propheten haben ein Akhlaq hinterlassen, aber Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ist gekommen, um das Akhlaq zu vervollständigen. Und er ist das beste Beispiel. Er ist das Maximum an Akhlaq. Eins seiner Hauptaufgaben als Prophetentum mit dem Tawhid ist, den Akhlaq zu vervollständigen. Das sagt er in einem Hadith. Jetzt, denkt nicht, der Akhlaq ist was Einfaches. Der Prophet sagt in einem Hadith, und der wird bei Abu Dawud überliefert und Tirmizi, einer mit dem guten Akhlaq gleicht jemanden, der fastet und die ganze Nacht betet. Dessen Stellenwert ist gleich bei Allah. Einer, der macht kein Nachtgebet, der fasst nicht, aber der hat einen wunderschönen Akhlaq. Der Prophet sagt, diese sind bei Allah gleich. Obwohl nur er guten Akhlaq hat. Akhlaq ist was Wertvolles. In einem anderen Hadith sagt der Prophet, wir werden alle in der Yawm al-Qiyamah zum Misan kommen, bei der Waage. Wisst ihr, was die schwerste Tat in der Misan ist? Es ist der Akhlaq. Der Prophet sagt in einem Hadith, Ma min shay'in wudi'a fil Mizani athqalu min husn al-khuluq. Es gibt nichts, was schwieriger ist in der Waage, als das gute Benehmen, als der gute Akhlaq.
Derjenige, der einen guten Akhlaq hat, und ich glaube, wir alle wollen das, was ich jetzt sagen werde. Ich habe das letztens auch schon gesagt. Guck mal, Ikhwan, der Prophet, was würdest du alles geben, um den Propheten zu sehen? Sallallahu alaihi wasallam. Was würdet ihr alles geben, um den Propheten zu sehen? Sallallahu alaihi wasallam. Unsere Mutter und unsere Väter sollen geopfert sein für ihn. Wir wären bereit, alles zu opfern für den Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Nun ist es so, wir werden den Propheten nicht sehen. Er ist von uns gegangen. Ne? Aber es gibt eine andere Sache, wo wir den Propheten sehen können. Wo ist das? In Yawm al-Qiyamah. Das ist die letzte Chance. Er ist von uns gegangen. Deswegen müssen wir versuchen, ihn im Yawm al-Qiyamah zu sehen. Wisst ihr, was der Prophet sagt in einem Hadith? Der mir am nächsten stehende Person, ist derjenige mit dem besten Akhlaq. Warum? Im Yawm al-Qiyamah werden die Menschen mit denen sein, die so sind wie sie. Und wer hat den besten Akhlaq gehabt? Der Prophet. Und deswegen wird der Prophet mit den Menschen sein, die einen richtig guten Akhlaq haben. Ihr kennt das in der Dunya. Du bist mit einem Menschen zusammen, mit dem du ungefähr gleich tickst. Du bist zum Beispiel nicht mit einem, du bist ein ruhiger, bist mit einem hyperaktiven zusammen. Das passt nicht. Du suchst dir immer einen, der so gleich ist wie du. Und in Yawm al-Qiyamah werden diejenigen mit dem besten Akhlaq, mit dem Propheten richtig nah zusammen sein. Ganz nah zusammen sein. Und wisst ihr, welche den Propheten am weitesten entfernt sind? Sagt der Prophet in dem Hadith. Das sind die mit dem schlechten Akhlaq. Menschen, die viel plappern, die viel reden die ganze Zeit. Die viel Witze machen, viel lachen und die Kibir im Herzen haben, sagt der Prophet a.s. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir unseren Akhlaq bewahren. Jetzt, Ibn Qayyim sagt in eine schöne Sache, er analysiert was und sagt, die Eigenschaften, es gibt 4 Dinge, die den guten Akhlaq zerstören und das Fundament der Akhlaq der Kuffar ist. Diese 4 Sachen nachher sagt er. Er sagt, das erste ist Kibir. Das zweite ist Hasad, Neid. Das dritte ist Shahwat, Begierde. Das vierte ist Ghazab, Wut. Das erste ist Kibir. Kibir ist, das sind die Fundamente der Kuffar und das macht einen guten Akhlaq kaputt. Wenn ihr bei euch einen dieser 4 Punkte habt, dann behebt sie. Wir werden auch gleich sagen, wie ihr das beheben könnt. Das erste ist Kibir. Guck mal, kein Mensch würde zu sich sagen, ich habe Kibir. Das werdet ihr niemals hören. Sowas gibt es nicht. Wisst ihr, was Kibir ist? Ich sage es euch zusammengefasst. Wenn ihr jemandem eine Nasiha gibt und er kommt mit einer Ausrede, das ist Kibir. Du sagst, guck mal, du hast das gemacht und er sagt, ja aber, oder guck mal, du hast doch, oder guck dich erstmal an, oder ja ich wusste, oder ich hab mal, er kommt, egal was für eine Ausrede, statt zu sagen, möge Allah dich belohnen, er mit einer Ausrede kommt, das ist Kibir. Wenn du anderen kleiner siehst als du, von deiner Aussprache, von deinem Verhalten, von deinen Blicken, das ist Kibir. Punkt. Was ist Hasad? Neid. Und unterschätzt Neid nicht. Neid, also Hasad, Eifersucht, ist so eine schlimme Sache, wo die Gelehrten sagen, in Extremfällen ist das Schirk. Das ist schon keine Sünde, das geht in Schirk über. Warum? Weil du bist mit der Aufteilung von Allah über sein Mulk unzufrieden. Du sagst, Allah, du hast falsch aufgeteilt. Ja? Eine Surah Yusuf, wurde herabgesandt, um uns die Sache zu schildern, was Eifersucht aus den Menschen macht. Hasad. Hasad ist unterschiedlich. Ich habe was, und dann sage ich, wenn ich was habe, soll er das nicht haben. Eine Art von Hasad. Oder er hat was, ich sage, warum hat der das? Das müsste eigentlich ich haben. Hasad. Oder du sagst, wenn ich das nicht habe, soll er das auch nicht haben. Das ist eine unterschiedliche Art von Hasad. Nicht nur ich will es haben. Diese Arten von Hasad gibt es. Wer das im Herzen hat, der muss das so schnell wie möglich bereinigen. Das dritte ist Shahwat, Zuneigung. Die Grenzen Allahs überschreiten, wenn es um Frauen geht, um Geld geht, um Begierden geht, um Dunya geht. Das fünfte ist bei der Wut, Ghazab, wenn du wütend bist. Wenn du nicht mehr die Kontrolle über die Wut hast, sondern die Wut Kontrolle über dich hat. Das ist damit gemeint. Jetzt guck mal, wie man diese Sachen beheben kann und dann inshallah werden wir unseren Vortrag für heute beenden. Das Beheben von Kibir. Wie geschieht das? Wenn du ein Mensch bist, der Hochmut hast, guck mal, dann halte dir einfach eine Sache vor Augen. Der Einzige, der das Recht hat, hochmütig zu sein, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist ein Mutakabbir, sonst niemand anders. Warum? Allah hat das Recht, hochmütig zu sein. Guck einfach in den Himmel und auf die Erde. Wenn du sowas hervorbringen kannst, dann kannst du das auch sagen. Du kannst sowas nicht hervorbringen.
Du kannst nicht so Kibir sein. Für was? Für was bist du Kibirle? Das lohnt sich doch bei dir gar nicht. Das ist nichts, was du machst. Denn Allah, guck in den Himmel und auf die Erde, derjenige, der das erschaffen hat, der hat das Recht, Kibirle zu sein. Guck mal, wenn ihr wisst, dass Allah Es-Sami' ist, Allah alles hört, dann wird euch Kibir vergeben. Warum? Allah subhanahu wa ta'ala hört 7 Milliarden Menschen. Kein einziges Wort geht verloren. Er hört, dass Bäume, wenn der Wind kommt, er hört jeden einzelnen Tropfen, der vom Wasserfall in den Fluss fällt. Und er hört gleichzeitig alle Menschen. Das Jaulen der Tiere, er hört alles. Und das ist ihm alles ganz einfach. Wer bist du? Wenn zwei Menschen sprechen, dann sagst du, ich verstehe das nicht. Stopp, stopp, stopp. Einer muss reden. Wer bist du? Was denkst du, was du bist, dass du Kibirle bist? Oder Allah ist Al-Basir. Allah sieht alles. Allah sieht alles. Alle Menschen. Was in dem Herzen ist, was im Himmel ist, was auf Erden ist, was unter der Erde ist, was unter den Meeren ist. Allah sieht, wenn irgendwo in einem Dschungel ein Blatt vom Himmel fällt und es jetzt gerade den Boden berührt hat. Allah entgeht nichts. Wer bist du? Ich stelle dir eine 0,5 mm Wand vor dir hin. Du kannst dahinter nicht sehen. Wenn du gegen die Wand haust, geht die Wand kaputt. Aber du kannst nicht durch die Wand hindurch sehen. Wer bist du, dass du Kibirle bist? Auf was bist du stolz oder hochmütig? Du kannst nicht ansatzweise das erreichen, was Allah mit all seinen Namen erreicht hat. Auf was bist du stolz? Und glaubst du, wirst auch Mutakabbir wie Allah? Du nimmst die Eigenschaft, die nur Allah gibt, Al-Mutakabbir und sagst, ich bin auch so? Nein. Al-Khaliq. Allah ist derjenige, der Schöpfer. Wenn Allah die Berge erschafft, die mathematisch perfekt sind, ist das für ihn nicht einfach. Ist das für ihn ganz einfach, Astaghfirullah, einen Fluss zu erschaffen, der perfekt läuft, einen Menschen zu erschaffen, ein Embryo zu schaffen, das Rizq der Vögel zu geben und die Sonne aufgehen zu lassen, die Nacht kommen zu lassen. Das ist alles für Allah ganz einfach. Wenn du ein Kind hast, denkst du dir beim zweiten Kind, wie soll ich das versorgen? Ich kann mich nicht drum kümmern, ich habe schon Angst. Wer bist du, dass du Kibirle bist? Du kannst nichts. Und wisst ihr, was verrückt ist? Allah sagt im Koran, وَمَا أَمَرُنَا إِلَّا وَاحِدًا. Und dies alles ist für Allah wie ein einziger Befehl. Wie wenn ihr eine Sache macht, für Allah ist all die Sachen zu machen, wie ein einziger Befehl, ganz einfach. Für ihn ist das alles ganz einfach. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, glaube ich, dass euer Kibir weggeht. Wenn ein Mensch Kibir im Herzen hat, möge Allah uns davor bewahren, weil jemand, der Kibir hat, der wird nicht ins Paradies hineingehen. Wer sich das vor Augen hat, Allah seine Esma, Allah kennenlernt, Allah besser kennenlernt, dann wird er verstehen, dass er nichts ist, dass er schwach ist, dass er abhängig ist, dass wenn er krank ist, er im Bett liegt und verpflegt werden muss, dass er als Embryo alleine gestorben wäre, wenn sich jemand nicht um ihn gekümmert hätte. Wenn du alt bist, vergisst du, wer bist du? Wenn du nicht ein paar Stunden schläfst, wirst du aggressiv, wenn du nicht isst, kippst du um. Wer bist du? Wenn du das vor Augen hältst, dann wird dein Kibir vergehen und du wirst Mutawazi. Das ist das, was Allah von dir will, bescheiden sein. Einfach ruhig und bescheiden sein. Denn den Menschen gebührt Bescheidenheit, Allah gebührt hochmütig zu sein. Zweitens, Hasad. Wir haben gesagt, Eifersucht und Neid ist eine gewaltige Sünde, die sogar die Menschen in Schirk bringen kann, so weit bringen kann. Weil, wie gesagt, wir haben gesagt, die Surah Yusuf wurde als Beispiel herabgesagt, was Hasad aus einem Menschen machen kann. Aber guck mal, wenn du weißt, dass Allah Al-Hakim ist, der Besitzer der Weisheit, dann wirst du verstehen, dass Allah nichts ohne Grund macht. Allah macht nichts sinnlos. Wenn Allah ihm mehr gegeben hat, dann sagst du, Ja Rabbi, es hat einen Grund. Wenn er mehr Ilim hat als ich, dann sagst du, Ja Rabbi, es hat einen Grund. Wenn er besser reden kann als ich, dann sagst du nicht, warum redet er besser, ich kann's. Dann sagst du, Ja Rabbi, es hat einen Grund. Guck mal, Allah ist Al-Hakim und er verteilt alles gerecht. Ihr wisst nicht, was für euch gut ist und was für euch schlecht ist. Das wisst ihr nicht. Wisset, oh, der ist stärker als ich. Es gibt immer einen, der stärker ist wie du. Aber es gibt niemanden, der stärker ist als Allah. Er hat mehr Wissen als ich. Sei nicht sauer. Warum? Es gibt immer jemanden, der mehr weiß. Und es gibt immer Allah, der über alles steht. Er ist besser. Ja, es gibt aber nur einen noch besseren. Aber es gibt den Besten und das ist Allah. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, ja gut, er hat was bekommen, er hat mehr, aber Allah hat noch mehr. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet ihr wissen, dass Allah Al-Hakim ist. Er könnte das, was er ihnen gegeben hat, auch mir geben, aber anscheinend hat das einen Grund und Allah ist gerecht. Allah tut niemandem Unrecht. Denkt nicht, es ist Unrecht. Nein, seid nicht übereilig.
Weil wenn Allah euch das dann gibt und ihr vom Glauben abkommt, dann habt ihr wirklich einen Verlust gemacht. Drittens ist Shahwat. Guck mal, jeder von uns hat eine Zuneigung zur Dunya. Wir lieben die Dunya, die Schönheit der Dunya. Sei es die Frauen, das Geld, das Hab, das Gut, das Häuser, die Reittiere, die Autos. Jeder Mensch hat das in sich, diese Zuneigung. Aber würde er wissen, dass Allah Al-Jamil ist, Allah der Schönste ist und die wahre Schönheit für die Gläubigen im Jenseits aufbewahrt hat, dann wirst du diese Shahwat der Dunya einfach zur Seite schieben. Ich bitte euch, Bruder, was haben wir denn durch einen Blick? Gut, wir gucken für uns alle, wir gehen raus, wir gucken irgendjemanden hinterher, eine Mann guckt eine Frau irgendwas, ein Haram an. Was habt ihr davon? Eine Sekunde, ein Genuss, er ist weg und dann, ihr habt Haram gemacht. Auf eurem Herz kam ein schwarzer Fleck. Ihr habt nichts davon. Es bringt euch nicht weiter. Wallahi, es bringt euch nicht weiter. Aber würdet ihr wissen, dass bei Allah die Hur al-Ain sind, dass ihre Finger die ganze Erde erleuchten würden, so wunderschön sind, dann würdet ihr hier sagen, was ist denn das? Wenn ihr wissen würdet, dass in Jannat ihr mit Rubinen rumlaufen werdet, in die schönsten Schmuck haben werdet, dann werdet ihr über das Schmuck der Dunya lachen. Wenn ihr begreift, dass Allah Al-Jamil ist und euch die schönsten Häuser vorbereitet hat, mit Glas und jeder weiß, wo sein Haus ist, dann werdet ihr darüber lachen. Aber ihr müsst wissen, dass Allah Al-Jamil ist. Guckt euch die Schönheiten der Dunya an. Guckt euch die schönsten Sachen der Dunya an und wisst, in Jannat gibt es das millionenfach Schönere. Weil Allah hat das Schönste für die Gläubigen im Jenseits aufbewahrt. Das wird euch helfen, der Shahwat der Dunya ein bisschen entgegenzudrücken und euch von der Zuneigung der Dunya ein bisschen fernzuhalten. Viertens, der letzte Punkt ist, wenn man wütend wird. Es gibt manche Menschen leider, möge Allah uns davor bewahren, wenn sie wütend werden. Sie sagen dann auch immer danach, wenn sie sich beruhigt haben, sagen sie, ja, wenn ich wütend bin, geh mir aus dem Weg, weil ich kann mich nicht steuern. Ja, wenn du dich nicht steuern kannst, dann bist du ein schwacher Mensch. Weil der Prophet sagt in einem Hadith, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةٍ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِينَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Ein Starker ist nicht derjenige, der im Ringkampf gewinnt, der stark ist, sondern derjenige, der, wenn er wütend wird, sich unter Kontrolle hält. Jetzt guck mal, wenn ihr Allah kennt und wisst, du bist gerade wütend, aber wenn du was machst durch deine Wut, weil du keine Kontrolle mehr über dich hast und dabei Allah seine Eigenschaft Al-Qahar auf dich erwächst oder sein Zorn auf dich erwächst oder Allah seine Eigenschaft Al-Qawi und Al-Matin, die Härte, der Starke, der Allmächtige oder Al-Azim, dann wirst du, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Dann wirst du sagen, ich glaube, ich sollte mich mal beruhigen. Ich will ja auch nicht, dass Allah gegenüber mir eine harte und brutale Art und Weise gegenüber mir hat. Und wenn man Allah seine Härte und Brutalität kennt, dann wird man sich fürchten, dass ich vielleicht durch meine Wut eine Sünde begehe, dass Allah mir im Jenseits für diese Achlaq, das schlechte Achlaq und das zu den Eigenschaften der Kafir gehört, Hauptachlaq der Kuffar gehört, dass wenn sie wüten, wenn sie übertreiben in der Wut, sagen Dinge, die sie danach bereuen, dann werdet ihr, glaube ich, vorsichtig sein, weil ihr wisst, dass Allah sein Shadidul Iqab noch härter ist im Bestrafen, als eure Wut gerade ist. Daher, das war's für heute, für den Vortrag. Daher müssen wir Allah kennenlernen, Allah mit seinen Namen und Eigenschaften kennenlernen, so wie er sich beschreibt. Denn wenn wir ihn kennen, dann können wir uns vor Schirk beschützen, vor Sünden beschützen. Wir wissen, was sein Wohlgefallen ist, wann wir seine Zufriedenheit kriegen. Wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir richtig uns benehmen sollen, um ins Jannat zu kommen. Wir kennen unseren Rabb. Erstens haben wir gesagt, stärkt das unseren Iman. Zweitens, vermehrt das oder verschönert unsere Amal. Wir machen unsere Amal noch schöner, noch bescheidener. Und drittens, es verbessert unseren Achlaq. Diese 3 Punkte sollen Basis der Asmaul Husna Vortragsreihe sein, inshallah. Und das ist auch mein Sinn und Zweck. Wir werden in den kommenden Unterrichten, inshallah, immer einen Namen, höchstwahrscheinlich von Allah subhanahu wa ta'ala durchnehmen, erklären, beschreiben, was bedeutet, was das mit unserem Iman ausmachen kann, wie wir das umsetzen können in unserem Leben und was für Vorteile und Nutzen wir daraus haben. Das heute eine Einleitung zu Asmaul Husna. Das war's von meiner Seite aus. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.